Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Ganz am Rand vom Kanton Freiburg, mitten in den Bergen, liegt Jaun. Rund 700 Menschen leben hier. Das einzige Hotel im Dorfzentrum wird gerade total saniert. Dieses Hotel muss funktionieren. Traditionen sind hier wichtig. Das ist einfach schon Heimat für uns. Heimat ist für Katrin Moser der Dorfladen. Das ist mein Heim. Das ist mein Leben. Ich gehe gerne fort, muss ich sagen, aber ich komme noch mehr gerne. Der Felix Thürler baut in Nepal ein Spital. Und die Jauner reden Jaundeutsch, einen besonderen Dialekt. Ich habe es lässig gemacht. Das ist der Grune. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf. Katrin Moser hat ihren Dorfladen Zion 51 Jahre lang geführt, 7 Tage in der Woche. Jetzt ist Schluss. Sie geht in die Pension. Heute will sie noch so viel wie möglich verkaufen. Das ist 10, ja. Ja, macht minus 35. Oder so? Ja. 47. Macht 45, ja. Ist etwas, was ich vorhin benannt. Heute Morgen ist ganz gut gelaufen schon. Seit dem 6. Es ist schon die grossen Kunden gekommen. 32, 99, 44. Die Miriam ist Tochter der Kette. Sie unterstützt sie, wo sie kann. Ja. So. Voilà. Alles gut, alles gut zusammen. Adieu, merci. Adieu. Merci für den Besuch. So. Das ist schon recht. Ich gehe mit dem Wägeli. Das geht, merci. Mit dem Lädeli war sie fast ein bisschen verheiratet. Der Abschied fällt ihr darum schwer. Ein bisschen schlimm. Nichts Schönes. Ich habe keine Freude. Aber das ist eben so. Man muss man hören. Aber es geht. Es muss dann gehen. Ich habe dann nachher etwas anderes zu tun. Voilà. In die Ferien will ich einfach nicht gehen. Das muss ich nicht haben. Ich war schon ein bisschen vorgegangen, aber nicht so lange. Ich bin aber gerne mit zurück und mich laden zu meinen Kunden. Also, ich bin mal mit der in der Ferien in Brasilien. Einmal nicht mehr. Das erste Mal, als ich geklopft habe, bravo, wie wir in Zürich gelandet sind. Hallo. Hallo. Salut. Oh, bist du nett, Frieda. Hey, du. Alles Gute, merci vielmals. Merci. Alles Gute für die Zukunft. Ja, merci vielmals. Merci auch. Ja, dir auch. Ja, Ich merci. fühle mich furchtbar. Merci, dass du bist gekommen. Und jetzt, wie geht's dir? Momentan geht's. Momentan geht's. Wir sind dran sehen. Ja. Jetzt kannst du nicht mehr gegen hierher kommen. Oder kommst du gleich? Ich muss doch gleich kaufen. Ja. Das Ja, geht das ist so, gell? Ja. Ich nehme noch Güschala und eine kleine Moussarde. Gell? Hast du gerne? Adieu, merci, adieu. Salut. Auch die Monika Buchs kommt noch das letzte Mal bei ihrer Tante Kette einkaufen. Sie ist hier im Laden schon als kleines Mädchen ein- und ausgegangen. 3,95, 65,
6,95. Voilà. Es ist sicher gut, dass die Tante freiwillig aufgehört hat. Sie hat den freiwillig den Laden übergeben. Aber ich habe jetzt das Gefühl, am Anfang hat sie sicher ein bisschen Büsse. Weil es war ein bisschen ihr Leben. Sie war von morgen bis am Abend ist sie am Laden, 6 Tage in der Woche. 7 Tage in der Woche, am Sonntag auch noch am Morgen. Und ich sehe einen Kundenfehler an der schon ein bisschen. Lena, hast du geht's den ganzen Tag, vom Morgen bis am Abend schwarz. Sollst du still, sollst überall sein. Das kann's doch Gottfried Schluss nicht immer sein. Drum musst du deine Seele ein Bambele lassen. Die dürft es gerne noch ein Freude am Leben haben. Seele ein Bambele lassen. Das muss jetzt sein. Bravo! Oh, das hat mich gefreut. Ich hätte dich gut kennen. Hoch über Jaun machen der Gerold Rauber und sein Sohn Thiago ihre Alphütte winterfest. Bevor sie ins Dorf gehen, muss der Gerold noch etwas erledigen. Das macht er seit 20 Jahren immer gleich. Oh, warum für einen Meter? Ja. Das hat mein Bruder hier tödlich verunglückt, von Steinschlag. Um ein Auwetter war die Nacht durch. Er hat um 4 Uhr im Haus gekommen. Steinschlag und dann ist er runter. Tödlich. Und ich ohne müssen werken, hat der Hund, der kam, der ist vorher und in die andere Alp Alarm geschlagen, brüllen. Dann ist raus, dann ist er zurück. Dann ist es nicht gekommen, dann ist der Hund umgegangen, dann ist er logisch Juna gefunden. Und ich bin am Abend rauf und habe es gesehen. Sie haben mir angerufen. Ja, das war nicht ganz schön. Das. Aber das ist in den Bergen muss man halt mit dem ein bisschen rechnen. Ein bisschen so. Ich sehe, dann ging nach unten. Seitdem schaue ich aber auf die Alp. Schaue ich da rein. Um 94 weg. Das ist Nibo? Nein. Mo. Ich glaube, das ist Nibo so nicht. So? Nein, Garmo Rauber und Thiago stützen das Dach der Hütte, für das der Schnee nicht eindrückt. Halt, ist gut. Ist gut? Wir schlüpfen das Dach ab. Voilà. Eben ja. Jetzt ist fertig. Aber das Kreuz auch noch da. Das Datum vom Tod vom Bruder hat heute aber noch eine andere Bedeutung. Und genau ein Jahr nach seinem Ja. nach dem Verunglücken bin ich auf die Welt. Genau am gleichen Datum. Im 7.7.94, 94. ja. Und ich habe Und im im 95. 7.7.95 Thiago ist geboren. Und der Großmutter Kind gesagt, das ist das schlimmste Datum. Und wenn Thiago stark war, im 7.7.95, gesagt, jetzt ist etwas anderes. Das ist nicht das Datum für den gestorben für Benedikt. Das ist das Datum für den geboren für Thiago. Das war just.
Heute ist der grosse Tag. Der Felix Thürler bricht auf Nepal. 2 Monate lang will er dort für ein Hilfswerk ein Spital bauen. Ja, es sind gleich 46 Kilo Gepäck, kann ich da genau. 46, ja, ich habe es gewiegt. Vielleicht muss ich dir etwas verzollen. Aber jetzt macht es ein bisschen nervös, macht es gleich, weißt, wie du vorgehst, gerade der Moment. Weil ich nicht weiss, was da unten erwartet. Oder? Ich habe schon ein Foto bekommen vom WhatsApp, aber die ersten paar Tage bin ich auch nervös. Auch wenn ich sonst nicht nervös bin. Sein Sohn, der Felix Junior, fährt nach am Flughafen. Der Felix kennt Nepal gut. Adios, Jaun. Vor 1,5 Jahren hat er schon mal ein Spital für das Hilfswerk gebaut. Es ist nicht organisiert wie in der Schweiz. Oder? Das Material, das Werkzeug wird hier bestellt. Und ja, das ist ein bisschen eine Lotterie im Moment. Ja. Aber das kommt schon gut. Am Flughafen erwartet Felix seine 4 Helfer. Mit dem Gepäck haben sie Glück. Die Flughafenmitarbeiterin drückt beide Augen zu. Ich bin froh. Jetzt bin ich nur ein bisschen locker. Dann hast du nur Kontakt. Hi. Hi. Salut Felix, merci pour le transport. Felix, ciao. Merci. Hein. Ich vertreibe dir die Zeit schon. Aber du kommst ja auch mit. Ja, ja. Du machst etwas Gutes. Ja, ja. Oh. Ja. Nein, Ist ist schon es, gut. ist. Ja. Man geht gerne und kommt gerne. Ja, Oh. schon so. Ah, ist Ja, gut? ja, ist gut, ja. Voilà. Seine Frau sieht er jetzt für lange Zeit nicht mehr. Tschüss. Es sieht einfacher aus, wenn er als erstes Tschüss zu sagen geht. Felix. Tschüss. Eben, ciao. Jetzt ist das Schlimmste vorbei, aber ich glaube, sie hat mehr Angst um mir, wenn ich komme. Oder? Ich weiß etwa so, was sie machen. Oder? Aber jetzt ist alles vorbei, jetzt bin ich froh. Jetzt kann es losgehen. So. Ich hab so ein Gefühl, heute können wir immer sein. Und ich kann es spüren, damit bin ich nicht allein. Ich will auf die Plätze fertig. Die 12-jährige Anina hat einen grossen Traum. Vor 3 Jahren hat sie beim Casting für die Kindermusikshow Alpenrösli mitgemacht. In diesem Augenblick. Ja, ich weiß das noch sehr gut. Das ist immer als Lied singen von Beatrice Segli, «Mein Herz es brennt». Und dann mit Rahel filmen. Und dann hat sie das eingeschickt. Bei der Castingshow ist sie nicht weit gekommen. Davon lässt sie sich aber nicht entmutigen. Schon gleich hat sie einen grossen Auftritt. Ihre Schwester Rahel ist ihre härteste Kritikerin. Die Töne, die du da etwas länger aushalten musst, die höher sind, kannst du vielleicht noch lernen, ein bisschen mehr Luft zu nehmen, dass du besser Wui machst. Ja, wenn ich da bin, kann ich schon hören. Und auch wenn ich unabhängig höre, ich es meistens auch. Dann sagen auch, wie sie ankommt oder komme ich, wo ich sagen kann, was noch zum Verbessern ist.
Das ist von meinem Großvater her schon so, dass ich nicht mit ihm singen so, auch schon mit dem Vater ging. Und da kommt es, glaube ich, so von dem her, weil man mit dem aufwächst. Die älteste Schwester, die Fabienne, ist ein grosser Fan von der Anina. Wegen einer Komplikation kurz nach ihrer Geburt hat sie eine Behinderung. Ja, also meistens, wenn sie mal nicht so einen guten Tag hat, dass sie ein bisschen taub ist, so, komme ich ruhig singen, hat sie auch Freude. Ja, ich glaube, das tut sie schon beruhigen. Und manchmal flippen sie auch aus. Bei den Liedern, die sie ganz gerne hat, tut sie ja fast wie tanzen auf ihre Art. Ja. Ranina, ihre zweite Leidenschaft ist das Langläufeln. In ihrer Alterskategorie gehört sie zu den Besten in der Schweiz. Das ist eine meiner Medaillen, die mir am meisten bedeutet, weil sie halt von einem schweizerischen Rennen ist, von einem Helvetia-Rennen. Und das ist ein Rennen, das von der ganzen Schweiz kommt. Es ist nicht der Schweizer Titel, weil das bei uns noch nicht ist. Das ist erst bei U16, glaube ich. Und ich war erst U12 und das war im 2016 der erste Rang. Der Beat, ihr Vater, hat extra ein Velo umgebaut, für das auch Fabienne auch bei den Familienausflügen dabei sein kann. Die Motivation ist halt schon viel stärker, wenn man zusammen gehen kann oder so, als alleine. Alleine machst du es ein bisschen gemütlich und so. Und wenn sie gleich sind mit dem Velo, muss ich hinternehmen. Sie warten ja schon, aber gleich. Warten, umheben. Ja, die Ziele sind natürlich schon auf Podest gekommen und zu gewinnen. So. Aber jetzt dieses Jahr bin ich natürlich mit der Stärker und das ist schon im Kader. Das ist jetzt halt mein Ziel, jetzt einfach auf das Podest zu kommen. Oder möglichst weit führen. Darum tue ich eher ein bisschen bremsen und sage, nein, es ist schon gut, wie es jetzt ist. Und so. Du musst ja nicht fordern sein. Und sie sagt, ich will aber. Ja. Eben, von Mutter her sage ich habe eher ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen zurück. Und der Mann sagt, lass einfach machen, das kommt schon gut. Ich habe einfach eine Mordsfreude, oder wir haben Mordsfreude, was Nina macht. Sie kann einfach viele Sachen machen, ja, die uns Freude macht. Sie muss nicht unbedingt überall vorne sein. Das ist ja nicht unser Ziel. Aber sie ist überall gut momentan und das macht uns Freude. Kuchen will. Ja, zuerst so lange Rennen ist wenn? Im Dezember einmal. Mitte Dezember. Also Dezember. Ich weiß nicht, ob sie mal so weit kommt wie eine Colonia. Ich würde das wünschen. Aber es ist schwer, eben, weil sie 15, 16 sind, die Lehre kommen, so, dem Training. Und bis jemand so weit ist, schweizerisch, braucht es einen Haufen. Und zu all dem kommt ja auch noch ihr Traum, Schlagersängerin zu werden. Was ist ihr wichtiger, das Singen oder das Langläufeln? Das kann ich nicht so sagen, weil ich ja beides gleich gerne mache. Ja, ich benenne mich auch gerne als singende Langläuferin. Ich muss auf Papa. Mordshunger. Es ist meine Welt. Weil ich liebe, dass ich Musik mache. Ja, singen und mal langlaufen. Schon finanziell? Hä? Finanziell bringt es etwas Musik. Ja. Langlauf bringt nichts. Nein. Garmo Rauber ist wieder zurück in ihrem Hotel. Heute, nach einer grossen Renovation, hat es eigentlich wieder aufgehen. Alle hier im Dorf warten für die neue Öffnung. Und er ging gefragt, wenn kommt, wenn das ist fertig. Gerold? Ja? Ach, Sie? Hier, das ist für das Bier. Kommt Visier da. Kaffee. Der Umbau verzögert sich. Es geht noch ein paar Wochen.
Für mich, das ist schwierig mit Umsatz. Das ist Umsatz jetzt. Das ist nicht viel. Ja, Mitarbeiter oder Maschinen. Das ist kein Problem. Und voilà, jetzt Wenn muss ist die Stecke fertig? Oh, ich weiß es nicht. Langsamer, er wird langsamer. Man muss schnell arbeiten, wird fertig. Ja, kommen wir denn Hier aber. Kommen wir denn Ja, ist gut. Tschüss. Oli. Noch Büvetta. Gucken, dass alles verloren geschmort. Über das Wochenende stufen, Kauer auffüllen. Gucken, der Boiler läuft, das Wasser ist. Und Würste genug hat. Dann muss das Zeug alles parat sein. Der Gerald ist in den Wintermonaten der Tatschmeister im Skigebiet von Jon. Er ist Skischulleiter und verantwortlich für das kleine Restaurant bei der Talstation am Dorfrand von Jon. Jetzt gerade über Problem. Es ist nie nur Kanonennummer für die kleinen Kinder. Aber eben schon ein bisschen rutschen. Und eben schade. 2 Nächte sollte man gegen Schnee haben, sonst geht es nicht. Jon hat 4 Skilifte. Die müssen laufen. Das ist wichtig für die Region. Alles haben wir zusammenhängen. Hier ist alles zusammen. Büvetta, Lift, Kischow. Das Winter, das kommt alles zusammen. Das Hotel. Ja, schade. Hallo? Bist du da? Du bist gelaufen? Ja. Du hast geholfen. Schon, wenn du noch Hilfe brauchst. Ja, kannst du dich einräumen, komm. Die Madalena ist die 18-jährige Tochter von Gerold und Carmo. Haben wir noch nichts abgewaschen? Ja? Sie macht eine Servicelehre in einem Hotel zu Charme im Nachbardorf. Wenn es Zeit erlaubt, packt sie aber auch in den Betrieben von ihren Eltern mit an. Hier ist Bratwurst, Toma und Steck für die Fliegerstuhl. Ist mir gerade Terrasse da in Ja. Hoppla. Ein Rost aus Gurke. Auch wenn am Wochenende nur der Kinderlift läuft, am Gerald seine Büvette muss parat sein, falls doch noch der grosse Schnee kommt. Einfach das Minimum haben wir gekauft, dass wir können. Oven. Wenn die Leute etwas zu trinken haben, etwas zu essen haben. Ja. Ja, mal gucken, ob Fernsehen geht. Dann gehen wir aber Skirennen gucken. Es ist schon in Arbeit. Der Name hat mich so überzeugt, dass ich es gleich in auch. Geht. Jetzt müsste nur noch der Scheibe Schnee kommen. Anna, Marcia, venez, on va faire cette chambre ici. Vous avez jamais vu quelque chose comme ça, hein? Vous avez vu ça? Wow! Romantismus. C'est parfait. Regarde ça. Voilà. Tu vois? Voilà. Oh yeah. Hoppala! Jedes Zimmer im Hotel hat ein Thema und ein besonderes Bett. Das hier ist dem Greierzgebiet gewidmet. Hier im Jaun, jeder Leute geht Merange mit Doppelrahm. Und jedes Mal Doppelrahm, das ist in Gipser serviert. Das ist das Symbol für hier. Gepsi, so heisst auf Jaundeutsch das Gefäß, wo die Nidle drin serviert wird.
Das Zimmer ist parat, aber es warten noch 13 andere. Voilà, ist fertig. Jedes Zimmer hat Dusche und WC. Frisch gemacht. Und das Kaffee unten kommt auch frisch gemacht. Die sind dahinter. Flott kommt es ganz. Jetzt. Muss nötig sein, etwas machen. Ganz nötig. Ja, also ist es nicht mehr gegangen. Ja, nee. Was ist passiert in meinem Leben jetzt? Ich habe jeden Tag, morgen bis in die Nacht, Arbeit. Das ist nicht mehr fertig. Das ist nicht mehr fertig. Das ist das Problem. No, da. Alors là, il faut vraiment prendre le coin là. D'abord celui-là. Das ist ein Spezialsbett. Und das ist nicht praktisch für machen. Weißt du, warum ist diese weiße Holz hier? Das ist der Wasserfall. Das ist der Wasserfallthema, sehen wir. Wenn du das Fenster öffnest, du siehst direkt den Wasserfall raus. Das ist der Wasserfallthema. Bald ist Feierabend. Für immer. Die Katrin Moser arbeitet wortwörtlich bis zur letzten Minute. Ich war so gerne im Laden. Ich habe nur gute Erinnerungen. Das Schlechte vergisst man, das Gute hat man. Aber mir hat es super gefallen. Ich habe das gelebt. Und ein schönes Leben bekommen. Ich kann nicht mehr das sagen. Die Miriam ist im Laden gross geworden. Sie macht sich Gedanken wegen ihrer Mutter. Man darf nicht sehr an die Sorgen studieren, die man sich dann macht, wenn sie dann nicht mehr werken. Wir versuchen dort auch probieren abzulenken. Ihr sonst zu tun geben, sie hat das Kind zu hüten oder mit ihr ein bisschen fort. Das lieber auch gucken. Dass sie auch nicht muss durchgucken, wie es die andere macht. Das ist auch noch wichtig, dass sie eben sieht, dass es weitergeht. Dann muss ich einfach ein anderes Leben anfangen. Es ist halt nicht mehr gleich. Nein. Ich muss auch den Morgen ein bisschen länger liegen. Ich bin noch böse, aber das Tag überzugehen. Auch wenn die Kette aufhört, das Lädeli bleibt bestehen. Der künftige Ladenbesitzer übernimmt das meiste, das heute nicht weg ist. Ja, das letzte Mal. Das ist furchtbar. Das ist traurig. Nina macht sich mit ihrer besten Freundin Jessica auf den Weg in die Jodelstunde in der Nähe von Gstaad. Die beiden Mädchen singen manchmal zusammen im Duett. Wir haben hier einen ganz guten Lehrer gefunden.
Und das ist eine Stunde Fahrt. Wir fahren fast gegen für eine Stunde, wenn wir am Nord her wollen. Für uns ist das eigentlich auch kein Weg. Und für die Kinder machen wir ja das gerne. Nina geht Singen mehr als nur gewissenhaft an, wie alles, was sie in ihrem Leben anpackt. Sie hat doch, wir sagen dem, ein Härtagrin auf Deutsch. Ein Dickschädel ist es. Sie hat eine Vorstellung, was sie machen will, und das zieht sie eigentlich auch durch. Es ist doch besser, dass etwas, was der reich ist, statt etwas, was nicht der reich ist, was ihm gleich ist, wie der Letzte macht. Ja schon, aber ein gutes Mittelmaß wäre ja besser. Ja, das ist gut. Mama? Ja? Können wir die Musik oben vertraufen? Ja. Lüter. Noch ein Lüter, bitte. Zwetschge, Lisi. Weisst noch, wo wir waren? Hinter dem Haus beim Zwetschgenbaum. Du bist noch gang mit Traum. Hey, Zwetschge, Lisi. Weisst noch, wo wir waren? Dort bist du beim Gadentor. Es kommt mir als wie gestern vor. Das macht mich am liebsten vor. Das ist gut, ja. Ihren Ehrgeiz hat Nina schon weit gebracht als Sängerin. Zusammen mit Jessica kann sie bei einem Folklorefestival auftreten. Vor ihrem grossen Tag ist das die letzte Jodelstunde. Mal zeigen, wie ihr dort turnen. Wir haben das jetzt halb genug gemacht. He? Schön rund und ging spüren. Und nicht anders denken. Der Körper muss parat werden für das Singen. Dass sie jodeln und nicht in einem anderen Stil singen, ist für die beiden Mädchen nur logisch. Ja, wir wohnen ja ein bisschen den Bergen oben und eigentlich gehört das schon dazu, jodeln, aber wir sind einfach auch sonst, wir wären auch sonst einfach dazugekommen. Es wäre ja komisch, wenn jetzt alle würden jodeln von Jo und dann käme einfach so jemand, der würde Hip-Hop singen. Ganz locker. Sehr schön. Hinter raus schön spannen, dass der Ton bleibt. Nochmal. Oh. Wenn ich etwas verbessern oder kritisieren, probiert sie es wirklich sofort umzusetzen. Ist dann vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, weil es eben im Singen darf man eben nicht verkrampfen. Für ihr Alter haben sie eine sehr schöne Reinheit, wie man dem sagt. Und hören sehr gut aufeinander und haben schöne Stimmen und eben Freude. Aha, geht die Energie aus langsam hinten raus. Gut aufpassen, dass er wieder schön die Luft nehmen kann. Dass nicht auf einmal eben genau das passiert, das Ja. Aber das hat das ganz gut gemacht. Denken an das Schnaufen, dann denkt ihr automatisch auch nicht an die Aufregung bei eurem Auftritt. Es kommt gut, ich bin zuversichtlich. Mit Freude, das ist vor allem das Wichtigste. Hallo. Gut, also, schönen Abend. Merci vielmals. Merci. Adieu. Tschüss. «13 Flugstunden von Jaun entfernt liegt Kathmandu, die Hauptstadt von Nepal. Von Kathmandu aus fliegen Felix und seine 4 Kollegen mit dem Helikopter weiter. 20 Minuten geht der Flug auf Chalbari, das Dorf, wo er das Spital bauen will. Das Dorf ist von einem Erdbeben schwer beschädigt worden.
unten ist jetzt meine Baustelle. Hier unten ist jetzt die Baustelle, wo wir landen. In einer Minute kommen wir da an. Es sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Tipptopp. Okay. Bye bye. Happy. Thank you. Thank you. Thank you. Happy. And all good people. Huh? Thank you. Ah, okay. Thank you, thank you, thank you. You like all. Very nice, very nice. Thanks. Jetzt habe ich gerade Emotionen, wenn ich da die friedlichen Leute sehe. So. Das ist cool, just Freude zum Nerven. Das gefällt mir jetzt. Bin ich auf einem guten Weg. Ja. Ja, happy. Happy. Voll. Letzten Frühling war der Felix Thürler schon mal hier, für alles zu besprechen. Bei uns in der Schweiz hätte sie das nicht besser machen können, so vorbereiten von Hand. Die Platte tun, jetzt bin ich parat, jetzt kann ich den Winkel ziehen und dann kann ich schon aufschallen. Obermorgen habe ich schon den ersten Beton hier. Und dann sind wir auf guten Wegen, für das Spital zu machen. Und just Freude, wenn man die Leute sieht, die Familie sieht, die Kinder, die Farbe. Oder? Ja, das ist ein Haufen Arbeit, die ich gemacht habe. Zum Abschluss des Tages gibt es noch eine wunderbare Überraschung für Felix und seine Truppe. Voilà, jetzt habe ich gerade vernommen, dass wir hier übernachten können. Zuerst war vorgesehen im Zelt. Jetzt haben wir da, kann man sagen, 2 oder 3 Zimmer, schöne Matratze, schöne Decke. Jetzt übernachten wir hier für einen Monat übernachten. Das ist super. Mal in die flotten Zimmer gucken. Da rein. Noch besser als daheim. Ja? Alle Farbe. Das ist tipptopp. Lang ausruhen kann der Felix nicht. Er will am nächsten Morgen um 6 Uhr mit den Bauarbeiten anfangen. Über Nacht hat es in Zion geschneit. Wegen dem vielen Schnee müssen der Patrick Buchs und seine älteste Tochter Ramona auf die Alp zu ihren Eseln. Magst du noch fahren? Oh ja, das geht schon. Es hat jetzt schon gestern die ganze Nacht hat es jetzt oben noch geschneit. Da bei 30 cm Schnee und ja, jetzt ist etwa Zeit für das Jahr hat es nicht so. Ja, jetzt ist ja schon ein Limit da.
Zum Glück ist es nicht mehr weit bis zur Hütte. Hier ist Sally. Ach, komm. Mutter kommt gleich auf. Komm, Mona, hopp. Hilde. Sie sind stur wie ein Esel. Es ist stur, aber sonst es ist eigentlich nicht schwer, sie müssen einfach laufen. Schau. Die Zelle, die vorab geht, macht nichts. Nur laufen. Es geht ja so, oder? Ja, komm. Ramona macht sich allein mit den Eseln auf den Weg auf Jon. Esle hat die Familie Buch seit 20 Jahren. Esle hat man halt auch das Restfutter zu essen. Die Esle hat man für Freude zu haben. Also bei mir ist vor allem die Freude, was da ist. Ja, ich habe Freude, wenn es Frisches auf die Welt kommt. Ich habe Freude, einfach Freude. Das ist das, was ist. Komm, ab! Das Ziel kommt näher, aber der Esel bockt. Ja, ich weiß auch nicht, was er gerade hat. Ich weiss nicht, also da ist er eben noch nie gelaufen. Es kann von dem sein, dass der Weg nicht kennt. Oder halt Hunger hat. Das Geheimrezept. Komm. 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 Jetzt hat er's. Nach einem 2,5-stündigen Marsch kommen die Esel in ihrem Winterquartier an. Hilde! Sie sind jetzt müde. Sie sind froh, dass sie jetzt daheim sein können. Salut! Ja, sicher. Müde. Tesla. Hallo, Carina. Komm mal, komm. Warte mal, der Zaun zu. Da. Komm. Ich war selber erstaunt, dass sie so gut gelaufen sind. Also ja, ich bin zufrieden mit ihnen. Ja, sie beißen. Gut sind die Esel unten. Gleich haben sie einen grossen Auftritt. Der nächste Einsatz ist bei uns im Dorf der Weihnachtsmarkt, was etwa noch 2-3 Tage ein bisschen geflattiert kommen. Das jetzt das ist einfach schon das Publikumsliebling. Wie da jeder Franken gibt, ja, sie tut streicheln, haben wir noch fast reich. Voilà. Das nächste Mal ist Sion Weihnachtsmerit. Die Vorbereitungen laufen nicht ganz pannenfrei. Achtung! Medi, was hast du gemacht? Im Dorfladen ist Katrin Moser dabei, wenn ihr Lebenswerk zerstört wird. Schon traurig, aber das muss einfach sein. Good morning. Der Felix Thürler hat in Nepal seinen ersten Arbeitstag. Das Tempo ist hier aber etwas anders als daheim. Zuerst ist jetzt Tea Time, das ist jetzt Nepal, oder? Das und noch mehr gibt es nächsten Freitag in SRF bei den Leuten, unser Dorf, Jon. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.